Guten Abend. An einer Nullemission von Haut steht Justiz ganz am Mittelpunkt an dat gleich an zwei Dossien. Und zwar geht es für um einen hitzischen Prozess, an dem ein bekannten Advokat auf der Uklo-Bank sitzt, weil sollen Untersuchungsrichter unter Druck gesetzt haben. Diesen Advokat ist der renommierte Jurist André Lutschen, der bei einem tödlichen Arbeitsaccident ArcelorMittal verteidigt wird. Casus Belli war die Versicherung von einem wichtigen Stromaggregat, wodurch Arcelor eine Schuld von 3 Millionen Euro pro Tag entstanden ist. Weil der Untersuchungsrichter Felipe Rodriguez keine Anstalten gemacht hat, das Stromaggregat freizugehen, hat der Advokat Mailen und Justiz an die Wirtschaftsministerin und Prokureurs General geschickt. Und gerade das kriegt der Maitre Lutschen als Erschüchterungsversuch gegen den Untersuchungsrichter vorgeworfen. Großen Theater dun beim Prozessoptakt, wie eng helle Wull von Advokaten de Gerichtssaal gefüllt an ihrem Kolleg hier Solidarität gewiesen hun, auch in Athenen den Doyen von der Lützebauer Verdediger, der Maître Gaston Vogel. Jedenfalls ist an diesem außergewöhnlichen Prozess heisch gegangen, Pierre Welter. Für die Advokaten, Richter und Prokureuren als ein Strafgericht alldach. Aber was ist, wenn ein Advokat einmal als Ugeklagte für Gericht steht? Letzte Woche sitzt kein anderer wie der bekannte Advokat André Lutschen auf der Uklo-Bank. Der Parquet hat dem Advokat 4, der Juge d'instruction Felipe Rodriguez unter Druck gesetzt zu haben. Hintergrund von der Affäre ist ein tödliches Accident am Frühjahr 2019 am Stahlwerk ArcelorMittal zu der verdient. Weil die Polizei eine elektrische Schaltanlage versichert hat, gouf die Produktion angestellt. Den André Lutschen, den die Interessen von ArcelorMittal verteidigt, hat sich da beim Untersuchungsrichter Felipe Rodriguez beklagt, für was das Versicherung so lange dauern geht. Die Produktion wäre gestoppt. Und das gibt teuer Kosten. Jetzt ist von 20 Millionen Euro die Woche. 200 Leute werden durch Kurzarbeit bedroht, wenn die Versicherung nicht abgehoben wird. Vom Untersuchungsrichter hat hier keine Antwort auf seine Frage gekriegt. Dafür hat er sich an einer Mail beim demoligen Justizminister Felix Bratz und beim demoligen Wirtschaftsminister Etienne Schneider beschwert. Eine Kopie wäre an Procureur General de l'État Martin Solowjew gegangen. Am ersten Prozesstag hat sich eine Unzahl von Advokaten am Gerichtssaal gesammelt. Mit ihrer Präsenz haben sie den André Lutschen moralisch unterstützt. Wie dort der Untersuchungsrichter Rodriguez nicht in der Eid aussuchen wollte, sagt, dass hier während seiner Arbeit nicht mit den Advokaten am Telefon schwätzen gave, hat er sich selber ein Bedrängnis gebracht. Außerdem hat er keine Zeit an so viel Arbeit. Einmal hat sich alles zugespitzt. Nicht den André Lutschen sitzt im Grill und müssen unbequem Fragen beantworten, aber etwa den Untersuchungsrichter, den offensichtlich überrascht war, sagt, sind ich Leute Beschuldigten oder ist das der Maitre Lutschen? Ich bin verwundert über den ganzen Prozess, ehrlich gesagt. Ich hätte mir niemals vorstellen können, in meinen 36 Jahren Advokat, wo ich bin, dass ein Richter ging, wenn so einer Sache ein Advokat wollen auf der Penal, wo sich ich bin noch verwundert, dass bis dahin gekommen ist. Weil ich meine, dass für die Pläne hergegangen, das hätte der Parquet eigentlich stärker müssen sagen, dass dort das nicht zu poursuivieren, dass das keine Infraktion. Erstens und zweitens muss man das dort mal sehen. Hat der Parquet sich da in die Knie geschossen? Ich meine, das gesehen wir, wann Urteile was. Der Punkt ist den, und dafür sind auch so viele Advokaten hier, nicht in anderem auch, dass wir müssen ja unsere Medien können machen. Wir müssen ja können unsere Klienten verteidigen, für die Interesse von unserem Klienten antreten. Aber wenn so viele Fehler wie an dieser Sache, dann ist doch von mir einen Brief schreiben, das einfach ein Exerzice von unseren Pflichten, von unserem Metier. Aber wir, wenn es dem Exerzice von unseren Pflichten, unserem Metier, strafrechtlich belangt gehen, dann ist das der Schluss von der Strafverteidigung, der Schluss von den Advokaten, da brauchen wir keinen mehr. Eine Konsequenz hat das, wenn der Logik agitiert gehen für den Parquet. Also gut, das hat ja keine Konsequenzen, außer dass den halt der Beschuldigten, dass den Angeklagten André Lutschen, dass er freigesprochen ist. Mir das natürlich auch ein Zeichen für zu sagen, so leichtfängig kann es nicht sein, dass ein Advokat sich Gericht rümpft, weil er sein Metier gemacht hat.
Nummer dem Untersuchungsrichter de wird net aus. schon net richtig verstanden den Untersuchungsrichter, der betroffenen Untersuchungsrichter Logist gesot Kind vielleicht net ënnert Eet aus Griechrekke zu dezidieren. Hin huet dat expliziert, an dem se gesot wer nach mat der Untersuchung nach immer befasst. Und für Kinder vielleicht nicht in der also verstehe ich nicht, wenn das Untersuchungsgeheimnis nicht will brechen, da kann ich auch so nicht, ich mache überhaupt kein Ausso, weil ich die Sekretärinstruktion mit all Ausso verletzen, nicht nur mit einer Ausso in der Eid, mit all Ausso, dafür nicht nicht verstehen, für was die Ausso nicht sollte in der Eid gemacht werden. Und das gesehen wir ja. Wäre sehr Prognostik. Also mein Prognostik als ein realistisch optimistischer Prognostik. Ich menge net dass eng Struf tot vier Leiit an ich mengen das ganz klar nach gut muss freigesprochen. Den Problem an der Heira Ferras wie in der Rodriguez Schwatzen gesagt den zwei Gesichter von der Justiz. Das Gesicht von Passat pour Paragraph an der Tomat. An der Präsident Maas hat den nicht formidabel gefunden, absolut formidabel. Erstens ließ sich nicht impressionieren von der Tatsache, dass der Mann den interrogiert geht, hors magistrat, mich hat man eine Objektivität extraordinaire, et il ajoute constamment das, was bei dem anderen fehlt, nämlich la goutte humaine. Nicht Justiz darf nicht nehmen, Paragraphe kack sein, muss drüber weggehen, aber wenn so etwas geschieht, dann hält die Fühlung mit den Afgekoten, hält die Fühlung mit den Leuten, die desampariert sind, die man Marge im Grill sitzen, und informiert sind. Das ist ja meine Leute permanent, nicht gegen den Domann, aber gegen die Erderweis, schlampig zu sein, Leute zu akkusieren, sie jahrelang mit Marge im Grill sitzen zu lassen, an nächste Sohn, und das Motiv, Gesetz gesagt wir an der Stadt wat man Auto lief tun. An dafür war ich ganz froh, ein Magistrat kennengelernt zu, den darüber wächst. Ein ganz guten Magistrat. Ne Rodriguez ist sicher ein ganz conscienciöser Magistrat. Das würde ich ihm vorwerfen, als das ein Aspekt humain negligiert, an den Paragraph präferiert zu einem Aspekt humain. Justice kann nicht inhumain sein. Justice muss avant tout humain sein. So wird sie kein Kap ergehen. Madame Solofiev, Procureur General, huet am echten Prozesstag als Zeichen ausgesucht. Allerdings war sie erstaunt, also ich hun die E-Mail so interpretiert, dass he schnell gehandelt wird müssen gehen. Ich war natürlich interessiert, dass den Herr Lutschen eng Antwort kriegt. In Donnerstag Morgen, zweite Prozesstag, kommt dann zum Eklat. Nachdem den Avocat von Philippe Rodriguez, dem Maître Daniel Kravat, als engem Plädoyer den Prozesschef attackiert hat, ist der Philippe Rodriguez auf einmal abgestiegen und hat den Richter von der 7. Strafkammer, Stefan Maas, eine Frage gestellt. Hin hat verlangt, der Richter Maas misstfinds enger Partialität ersetzt. Der Prozess wird nun unterbrochen und dann auf ein unbekanntes Datum ausgesetzt. Dem André Lusche Sänger verkoten dem Maître François Prüm und dem Maître Maximilien Lehnen sind entsetzt. Es wäre ein Skandal, so sie. Bon, die Marsch, die ist natürlich ganz erstaunlich für uns gesehen. Wir haben das noch nicht gesehen, so kommen. Das ist ein bisschen überraschend, dass heute der Untersuchungsrichter Rodriguez am Anfang gesagt hat, dass er keine Partie plaignant wäre. Er hat damals gesagt, er hat just den Parquet informiert. Bon, am Côte Procédure Pénale Schweiz sind dann immer forcément von Dénonciation, es gibt kein anderer Moyen. Aber so, am Anfang war es nicht so, dass der Herr Rodriguez sich als Plaignant durchgestaltet wird. Dann ist natürlich noch eine Sitzung gekommen, wo er als Thema einen désagréable Moment vielleicht verbrüscht hat, also ihm eben das so anzuschätzen, weil der Präsident, den Herr Maas, relativ detailliert op d'Feen ergangen, ass et legitim vorgestalt, die vielleicht effektiv bësse méi désagréabel fir den Herr Rodriguez waren. Dat muss eben nachschätzen. An dat e so, dats mal haut ha gesinn hunn den Herr Rodriguez iwwer seiner Verkot vun der Geleenheet profitéiert huet sech Parti zivil zu konstituieren, seng Version de Feen nachrenkeier iwwer den Verkot ze detailieren an
par le biais vun der Partie zivil, well als Zeit net kon machen, d'Rekusaioun vum Präsident eben ze froen. Dat ass eiser Meinung no ein Detournement vun der Finalitéit vun der Prozedur fir sech Partie zivil zu konstituieren, dat ass net so wie se gedurcht ass an fir eisers dat haut effektive Skandal. De Metre Prüm de schwes effektiv engem Skandal, wie der Lotprozedur, wie geht dat weiter? Ma das am Fong so, dats die Prozedur de Rekusation mir selber auch net ganz bekannt, also schon der tote noch net so gesi kommen, méi lo no den echte Verifikationen, die man konnten am neue Kote Prozedur zivil machen, schenkt eng Prozedur ze si, wo man muss den Dossier analysiert gehen vom Präsident an och eng Decision her eventuell kann dabei rauskommen, die nach so den Obje von dem Rekurkeit machen. Dat heißt, so oder so konnte der tote noch net haut an der Sitzung desideiert gehen. Et wär wie den Herr Prokureur doch schon gesot huet just medisch gewicht, wann der Präsident lo selber sech zréck gezünn hat. Also mir noch heiere vun de purer Verkoten, die vun eng Coup de Revanche wat hat er vun. Ech kennen Relationioen tschen dem Herr Masen dem Herr Rodriguez go net, an ich kann mech auch do gonn expriméiere, wat dat geht. Ich kann just so, dats den Herr Maas ganz objektiv war an singe Froen an assistéiert huet, eben mat fleicht op verschiedene Punkten fir Antworten ze kreen, mir dat awer just an l'intérêt de la Justice. E Lot leit affaire beim Pierre Kalmes, Präsident vom Tribunal d'Arrondissement zu Lützeburg. De Problem soll schnell geleist gehen. Wenn it affaire vierkend, wees gehen. Anerwärs wäre de verlocht u Vertrauen fir d Justiz so der Verkoten.